Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Ja, ich habe ein paar kleine Sachen an der Einstellung geändert, mal zum Schauen, ob die Qualität des Videos vielleicht ein bisschen besser wird. Die Kamera habe ich da ein bisschen mal umgestellt, jetzt sollte es nicht mehr so sehr scheinen, aber es ist halt momentan noch billige Webcam. Sobald ich gezügelt bin, wird dann das sowieso noch ein bisschen alles anders sein, auch neue Hintergründe und so weiter. Aber ich würde sagen, ich höre auf von dem Blabbern, sondern wir stürzen uns direkt einmal ins Getue. Weil wir müssen am Drohmann, der das Herz vom Heimgeklaut hat, noch eins ins Viertel treten. Darum würde ich mal sagen, ich muss da schnell mit jemandem sprechen, mit dem Tizan, und dann fangen wir doch direkt mal an. Mir gefällt nicht, wie ihr mich ansieht. Ihr wisst schon, dass ihr im Leben nach dem Tod ewigen Frieden finden sollt. Ja. Ihr müsst etwas eures Anima darauf verwenden, die Drohmann-Barriere zu zerstören. Let's go. Ihr wollt meine Anima? Ja. Warum können die Tiernen das nicht tun? Weil ich jetzt dies will. Ohne Punkt und Komma. Kommt. Das Licht der Sterne ist unser Schild. Alles klar. Das Licht von der Sterne ist unser Schild. Let's go. Warum setzt jetzt das Anima ein? Anima kehrt wieder zurück. Eben, kommt das Anima sogar wieder zurück über. Na schön. Aber ich will später was zurückhaben. Hat er doch jetzt gerade gesagt? Er hat doch gerade gesagt, da kommt wieder etwas zurück über. Du Geizige. Da. Bringen wir es zu Ende. So, jetzt muss ich ihn töten, hä? Drohmann Krellnor erledigt. Dabei ist irgendein schwarzes Bölleli. Oh, das ist das Herz. Das ist das Herz. Er hat es mit Dunkelheit übersät. So ein Löli. Und schauen wir dann, dass wir am Scheiß ins Viertel treten. Der Mann, der. Let's go. Wie viel Leben hat der? 55'000? Ja, das kann sich nur um Stunden handeln. Komm, wir setzen da mal noch die Fähigkeit ein. Ich finde die nämlich noch ziemlich geil. Machen wir nämlich auch ein bisschen mehr Schaden. Wir werden uns gar nicht beugen. Dude, du merkst schon, dass du fast kein Leben mehr hast. Wer hat nicht so einen Schwachsinn? So. 120% sind wir schon mal gekommen, sonst könnten wir ja die liebe gute Fähigkeit da hinten nicht einsetzen. So, let's go! Letzter Schuss! Nice! Nia, es tut mir leid, im Nachhinein sich noch entschuldigen. Ja, genau. Einfach von Anfang an nicht machen, du Löli. Das Herz des Hains! Ja, was ist mit dem? Es ist immer so dunkel. Ohne die Anima des Herzens werden so viele Weltsamen darben. Nein! Hoffnung erwächst aus Asche. Der Zyklus geht weiter. Okay, der Zyklus geht immer weiter. Alles klar. Aber wie geht's jetzt da weiter? Er hat das Herz kaputt gemacht, die Nudeln. Wege trennen sich im Dämmerwald. Tirna Baal ruft euch heim. Hä? Wieso ist er jetzt geschrumpft? Ah, er hat sich wie so eine gewisse Art und Weise geportet. Wir gehen einfach mal den Nia hinein an. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können. Wir gehen einfach mal gemütlich den Nia hinein an. Und hoffen, dass man vielleicht irgendwie... Kann man denn so ein Herz erstellen, oder? Keine Ahnung. Probieren wir es mal aus. Alle zusammen. Nia. Wir haben uns das Beste gegeben, aber leider hat es doch nicht geklappt. Aber wir kommen Erfolgerungen, tägliches Brot. Wir kommen eine neue Brust über. Mit Ausdauer und Tempo. Vielseitigkeit wegen Meisterschaft ist sogar ziemlich gut für mich finde ich jetzt. Kehrt zu Dromanin Tashmur in Tirnawald zurück. Kann nicht wahr sein. Ja, let's go. Wir treffen uns in Tirnawal. Ich muss mich nur noch Ab nach verabschieden. Tirnawal. Ist es wirklich ungefährlich? Hier sind noch eine Menge maskierte Fey. Ja, sollen doch da sind noch ein paar maskierte Feen unterwegs. Das muss uns doch nicht unbedingt stören. Wir haben ja noch etwas Gutes erhalten. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo das genau ist. Ein Gegenstand, den ich nämlich noch gerne schnell angüchseln. Das wäre der da. Wir würden viel... Nein, das wäre nicht der. Der da. Genau, wir würden Crit verlieren, Vielseitigkeit dafür mehr Meisterschaft. Jetzt ist die grosse Frage in der Frage, wie viel das wir verlieren. Ja, komm, wir verlieren gar keinen. Also wir verlieren wirklich, wir bleiben bei 24% Crit. Also ich würde sagen, wir gehen da drauf und dann haben wir wieder 1% Tempo mehr und ein Dings mehr. Dafür auch wieder mehr Leben. Ich würde sagen, das passt. Hey, die stehen da ja alle ready und parat, um uns zu begrüßen. Da seid ihr ja. Die Königin ist bald hier. Die Königin ist bald da. Das heisst, wir haben fast Audienz bei der Königin. Quest beenden. Audienz bei der Winterkönigin. Wir sind wirklich kurz davor, die Winterkönigin kennenlernen. Mal schauen, wie die aussieht.
Sprecht mit Mondbär und wartet auf die Ankunft der Winterkönigin. Machen wir doch lieber gern, aber ich würde jetzt mal sagen, wir machen das gleiche Spiel gerade nochmal. Und zwar... Ja, mit dem würden wir nochmal 1% mehr Tempo bekommen, was natürlich ziemlich nice ist. Vielseitigkeit geht weg. Ist nicht unser Problem. Ich bin bereit, die Winterkönigin zu treffen. Let's go! Richtig Spaß haben. Wow! Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie mir irgendwie sogar ein bisschen anders vorgestellt. Wey, die Winterkönigin! Das Lamm vom Ardenwelt ist wirklich einfach mega herzig. Ah, jetzt treten wir vor, so mit ihr sprechen, wir verbeugen uns und sie ignoriert uns und geht weg. Was? Sie hat uns einfach ignoriert. Hätten wir müssen Bauchfrieden tun? Sie hat uns einfach ignoriert. Mondbeere, sie hat uns einfach ignoriert. Quest beenden. Schwindender Hain, Erfolgsfortschritt. Sucht Jagdhauptmann Korian im Schlimmer-Kaskadenbecken auf. Die wilde Jagd beschützt den Ardenwald im Namen der Königin. Jede helfende Hand erleichtert ihre Last. Okay, also die wilde Jagd nennen die sich. Die helfen, um da den Wald zu beschützen. Jetzt ist halt die Frage, wir haben da mehrere Nebenquests. Ob wir uns die... Ich würde mal sagen, wir nehmen es einfach mal an. Komm, wir nehmen es einfach mal an. Ob wir es machen, das entscheiden wir dann noch. Sucht Meister Schalur bei den ruhigen Teichen auf. Annehmen. Weil das ist jetzt eben die Sache von der Frage, oder? Wenn wir jetzt halt alle Nebenquests würden machen, hat er nicht noch irgendjemand eine Quest gehabt für mich? Nicht. Es hat 2 Ausrufzeichen gehabt, die sind weg. Okay. Ich würde sagen, wir kümmern uns mal um die Hauptquest und schauen mal nach, ob wir zeitlich oder blöd gesagt, ob wir einfach an dem Weg vorbeikommen. Also wenn wir dann da hinten vielleicht plötzlich noch eine Hauptquest haben, dass wir nicht weitermachen. Das Problem ist, wenn wir uns jetzt wirklich jede Nebenquest gönnen, dann sind wir am Schluss schon Level 60, bevor wir überhaupt nach Revendreth kommen und haben eigentlich unser Ziel schon erreicht, oder? Ich würde sagen, darum bleiben wir hauptsächlich jetzt mal an der Hauptquest dran und kümmern uns so nebenbei um die Nebenquest. Ich glaube, das ist eine wirklich gute Lösung. Und dann würde ich mal sagen, let's go! Gehen wir mal den Ruf der Jagd. Wir gehen uns mal den wilder Jagd, nennen sie sich. Wilde Jagd. Gehen wir uns mal anschliessen und mal schauen, ob wir denen helfen können. Schutzwächter vom Ardenwald. Ich glaube, sie hat die eben schon mal erwähnt in der Luft, dass sie die muss alarmieren muss, wo die angegriffen worden sind. Aber die sind noch nicht zur Unterstützung gekommen. Aber wir unterstützen jetzt sie. Wir unterstützen jetzt sie. Wir sind jetzt mal so lieb, oder? So, let's go. So. Gehen wir mal Hallöli sagen. Ah, da hinten haben wir einen Flugplatz. Gegrüßt. Lady Mondbeere hat nur Lob für euch. Sie hat nur Lob von uns geredet. Wann jagen wir? Ruf der Jagd. Quest Für beenden. die Winterkönigin. Die vermissten Jäger. Findet Jinkla, Serinkai, Rondar und Arion. Meine Jäger und Okay. Jägerinnen erstatten immer Tötet die pünktlich Verseuchten Bericht. und nehmt ihre Waffen. Findet sie. Okay, jetzt müssen wir was... Ah, da hinter mir hat es noch Quest. Die haben wir doch auch gerade mal noch schon an. Ah, Lady von den Wasserfällen. Geiler Name. Findet Vorarbeiter Torodir an den Ufern des Lebens. Also alles eigentlich jetzt in dem Bereich da hinten, nein, da hinten, das wäre sogar wieder eine Nebenquest. Wir müssen uns jetzt einfach mal um die Hauptquest kümmern. Den Rest können wir ja wirklich schauen, dass wir dann auf dem Weg die erledigen. So, wir müssen ein paar Leute töten, also Waffen sammeln und gleichzeitig noch 3 Leute gehen suchen, blöd gesagt befreien oder helfen. Jemand steckt da drinnen. Ich würde sagen, dann töten wir doch direkt einmal den versuchten Dunkelzauberer. Da hinten hat es dann auch noch mal mehr Gegner. Also ich glaube, wenn wir uns wirklich darauf konzentrieren, die 3 retten oder ihnen helfen, blöd gesagt, dann sollten wir automatisch auch die Waffen können gut einsammeln. Am Boden liegt er. Rondar, wir sind da. Greifen wir schnell an und hoffen, dass wir noch ein paar Waffen bekommen. Feenwaffen. So. Achtung, Achtung, ich trete ins Häuschen ein. So. Ich setze eine Fähigkeit ein und unterbrechen wir ihn doch mal ganz kurz. Drachenfolger sollte ich auch noch ein bisschen heilen. Dass die ja nicht sterben. Dass ich vielleicht mal schaffe, eine Folge überleben, ohne dass sie sterben. Oh, habe ich jetzt aus Versehen geklickt. Das Gesicht von Silvar ist ausdruckslos und starrt ins Leere. Es ist einem Hinterhalt zu Opfer gefallen. Oh, sie haben einen Hinterhalt verwünscht. Nein. Aber wieso Silvian? Er heißt ja Rondar. Haben sie da irgendetwas verwechselt im Text? Hallo? Das geht gar nicht. So, machen wir uns einfach mal direkt auf zum nächsten Punkt. Ich glaube, wir sollten auch so die Waffen irgendwie zusammenbekommen. Er befindet sich unter uns. Unter dieser Brücke.
Da hat es in dem Fall, wie es aussieht, nochmal eine Höhle. Ich würde mal sagen, wir greifen den hier an. Und dann wieder reinmarschieren. Hey, eine Kröte, Sally! Wasserfallschlucker. Sieht doch nice aus. Von Kröten haben wir ja schon genug gehabt in Zuldasar. Dort haben wir ja mit der Riesenkröte dürfen reiten. Schade, dass sie uns da nicht unterstützt. Das wäre wahrscheinlich auch eine Kreatur, die da im Ardenwald landen. Wenn ihr weiss, wer ich meine, im Let's Play einfach zurückgehen. Kurz vor Shadowlands. Ich kann ganz kurz schon angüchsen, welche Kröten ich meine, wenn es jemand interessieren würde. Aber ich behaupte mal, die meisten wissen, was ich meine. Weil sie entweder selber will. Also ich gehe davon aus, dass sie selber will spielen. So, da liegt schon die nächste Person. Serin Kai. Das Gesicht von Forkai wurde durch dunkle Magie entstellt. Er wurde in eine Falle gelockt. Wie es aussieht, schaffen wir es nicht, jemanden lebendig zu finden. Wahrscheinlich sind wirklich fast alle gestorben durch irgendeinen Hinterhalt von diesen Lölis, von diesen Modenen. Dann würde ich sagen, dann versuchen wir mal den letzten zu retten. 4 Waffen haben wir bei dieser Zeit schon mal gesammelt. Dann würde ich sagen, wir versuchen den letzten zu retten und schauen dann auch, dass wir dann anfangen, die restlichen Waffen einsammeln. Dann wissen wir nämlich auch genau, wie viel uns fehlen und wir nicht zu viel und nicht zu wenig töten. So, da vorne, da liegt er schon. Ausnahmsweise nicht in einer Höhle drinnen, aber das sieht auch aus, als wäre er leider an einem Hinterhalt in einen Hinterhalt gegangen. So, töten wir dich noch schnell. In guter Hoffnung, dass ihr uns Waffen gebt. Let's go. Nein, keine Waffen. Aber wir haben den letzten gefunden. Das Gesicht von Forkai ist Wut verzerrt. Sie wurde von einem Überzahl überwältigt und fand den Tod. Jägeli. Ich habe gehofft, dass wir wenigstens einen Überlebenden würden finden. Aber wie es aussieht, haben wir da wirklich ein bisschen mehr Pech. Schade. Jetzt muss ich wieder die schlechte Nachricht überbringen, dass die alle gestorben sind. Mann. Arlon gefunden. Wo sollte er sich denn befinden? In die Richtung. Okay, dann töten wir jetzt den noch schnell. Die zwei würden uns sowieso gerade auch angreifen. Meine Drachenfalken heilen. Ich habe keine Lust mehr, sie wiederbeleben. Ich versuche es mal eine Folge zu schaffen, dass sie wenigstens überleben. Das wäre mal schon ein riesen Fortschritt. So, den können wir eigentlich in Ruhe lassen. Ich sollte eigentlich durch das Gift sterben. Dann töten wir dich noch schnell. So, 3 Lölis sind so uns zum Opfer gefallen und eine Feenwaffe haben wir dafür erhalten. Okay. Ich würde sagen, wir reiten mal direkt Richtung Arlon. Wer es auf dem Weg angreift, stirbt. Einfach, dass ihr es wisst. Die werden uns jetzt angreifen. Das heisst, die werden wir jetzt töten, aber wir gehen allgemein mehr die... Nein, die Waffen sind außerhalb von dem, hä? Die Waffen sammeln sind außerhalb von dem. Waffen? Habe ich jetzt gerade Waffen sammeln gesagt? Och, Jägeli. So, nochmal eine Feenwaffe, das heisst 3 fehlen uns noch. Wir müssen aber in die Richtung. Ich würde jetzt allgemein sagen, wir gehen hier rauf, weil es dunkelt mich, als wäre es dann auch in der Höhe rein. Dann schauen wir, dass wir unterwegs vielleicht noch 1, 2 töten können, in der Hoffnung, dass wir genug Feenwaffen bekommen. Mal schauen, der sollte sich da befinden. Aber von denen komme ich auch noch Feenwaffen über. Ich würde sagen, let's go. Töten wir die da mal schnell, in der Hoffnung, dass wir da noch Feenwaffen bekommen. Der Arlon, der befindet sich da oben, wie es aussieht. Okay. Das heisst, wir töten jetzt einfach mal die schnell. So, nice. 2 Feenwaffen, eine fehlt uns noch. Da hinten ist er. Oh mein Gott, ein Überlebender. Ich kann es kaum glauben. Hier drüben. Sally. Bevor sie euch sehen. Die haben mich schon gesehen, macht dir keine Sorgen. Gebt Acht, ihr wimmelt es von schrecklichen Kreaturen aller Grössenordnungen. Ja, das kann gut sein. Wer bist du denn? Wer seid ihr? Ich bin Arlon, ich kämpfe für die wilde Jagd. Einst diente ich in einem wunderschönen Hain namens Tirna. Noch nährten die Geister während ihres langen Winters, doch dieser Hain fiel und fand einen neuen Daseinszweck. Ich diene dem Ardenwald. Das tönt doch schon mal schmackhaft. Jagdhauptmann Corian sagt, es muss im Hain Bericht erstattet werden. Kommt wenigstens einer. Ich glaube, wir werden gejagt. Wir kehren so schnell wie möglich zum Hain zurück. Habt vielen Dank. Bitteschön, immer wieder gern. Wenigstens ein Überlebender. Ich habe gemeint, wir schaffen gar keinen Überlebenden mehr finden. Jetzt kann ich wenigstens eine gute Nachricht bringen, und zwar, es sind nur 3 tot, einer hat überlebt. Das ist doch schon mal schmackhaft. So, gut, er ist vor uns zurückgegangen. Das heisst, er wird ihnen das berichten. Ich muss gar nicht. Juhu!
So, und dann hoffen wir, dass wir gerade von dem noch die letzten Waffen erhalten. Um da weitermachen. So, hast du noch Waffen für uns? Nein, der hat keine Waffen für uns. Der hat leider keine Waffen für uns. Die Frage ist, wen greifen wir an? Die Gruppe oder die? Komm, die laufen da so schön auf uns zu. Dann hauen wir denen Löli schnell eins auf den Zipfel. So, erste Mal down. Und der zweite würde ich sagen, verreis. So, auch wieder keins. Gut, dann hast du aber unsere letzten 4 Waffen. Komm, wir müssen uns ausrüsten. Für den Krieg brauchen wir deine Waffen. Das ist auch so ein Witz. Eigentlich haben alle Waffen in der Hand. Also warum wir nicht von jedem einfach ihre Waffen bekommen, ist mir auch noch ein bisschen unklar. So, dann haben wir die 2 Hauptquests erledigt. Dann machen wir uns mal zurück auf den Weg. Du lass mich in Ruhe, ich sag das. Komm, abfahren, verreis. Wir sind auf dem Weg zurück, um unsere Hauptquest abgeben. Gehen wir ja nicht gegen den Strich durch, ich sag das. Sonst steige ich auf meinen Mount und leg dich übers Knie und versoll ins Viertel. So, da wartet er schon. Sali, Jagdhauptkommandant. Vermisste Jäger, ich muss die Nachricht doch überbringen. Externe Wiederkehr, da hast du deine 4 Waffen. Was gibt's als nächstes? Totemfinsternis. Zerstört besudelte Totems, okay. Grosses Problem, kleiner Vorkehr. Tötet Verseuchte mit Korereien. Korereien. Ah, du unterstützt mich. Du kommst mit mir. Wir dürfen mit dem Schiff persönlich da Monöckeli mützeln. Also Verseuchte töten. Und er wird uns wahrscheinlich dann auch unterstützen, zum Totems zu zerstören. Da sollte sich schon das erste Totem befinden, da um die Ecke. Ich würde sagen, die sind alle schon tot. Wieso ist da schon jemand anders gewesen? Ah, muss ich das machen, oder wie? Wieso ungültiges Ziel? Aber zerstören. Let's go. Korein, wie immer die verschlagene Jägerin. Ich kenne die Stimme, aber er ist in der Schlacht gefallen. Okay, also es müsste jemand sein, der tot ist. Es müsste jemand sein, der tot ist, wie es aussieht. Der hat ein bisschen viel Leben. Wieso habe ich Nudler das gemacht? Wow, die Attacke macht mega viel Schaden. Gerade mal schon durchlesen, was die überhaupt macht. 15% für die. Okay. Befehl Korean auf versuchtes Ungetüm oder ein versuchtes Monstrum zuzustürmen und anzugreifen. Sehr schmackhaft, sehr schmackhaft. Und es hat auch sehr viel Schaden gemacht. Das heißt, zweimal da sind jetzt dann ist jemand tot. Beute, das habt ihr mich als erstes gelehrt. Und selbst vergessen. Der Lokron, was ist mit euch geschehen? Lokron, der ist der Jäger. Also wie es aussieht, ist er einer von ihnen? Wie es aussieht, ist das einer von ihren eigenen Reihen, der eigentlich nicht mehr am Leben sein sollte, aber gleichzeitig irgendwie, wie es aussieht, am Bösen verfallen ist. Und jetzt einfach Lust hat, am Ardenwald, die zu nerven. Ich würde es wirklich so nennen, die zu nerven. Aber da hat er seine Rechnung nicht mit uns gemacht. Ich sag das, wenn wir ihn sehen, dann gibt es eine Schlacht vom Leben. Erkennt ihr eure Beute nicht? Die Klingen, die Gesichter hinter den Masken. Die maskierten Fey. Das ist das Schicksal, das sie erwartet? Die maskierten Fee, okay. Ich komme noch nicht genau draus, was jetzt damit gemeint ist. Ich komme wirklich nicht genau draus. Aber wie es aussieht, weiss sie, dass die Maskierten, wie es aussehen. Aber ich gehe davon aus, dass ihre eigenen Reihe sind. So, 45% haben wir. Es fehlt aber noch ein Totem. Wo ist denn das Totem da hinten? Dann machen wir uns auf dem Weg dorthin. Dann schauen wir, dass wir noch 1, 2, 3, 4, 5 töten von denen. Ich kann meine Drachenfalken mal heilen. Und dann schauen wir, dass wir dem Lokron, wie der genau geheißen hat, wirklich, dass wir ihn schnellstmöglich finden und ihm zeigen, dass er einfach Blödsinn gemacht hat. Ich bin wirklich immer da, um den Leuten zu sagen, hey, los, du hast einen Blödsinn gemacht, du hast dich fürs Falsche entschieden. Wer ist lieber auf unserer Seite gestanden? Naja. So, dann töten wir den dann noch schnell. Komm, die Attacke machen. Ja, die macht dermaßen viel Schaden. So. Komm,
Stirb. Ich brauche meine 15%. Das heisst, wir müssen jetzt etwa noch 2 von denen töten, damit wir die 100% voll haben und wir müssen sowieso noch 1 Totem beseitigen. Gut, da haben wir auch noch ein paar kleine ausnahmsweise. Das letzte Totem da drinnen. Sieht ganz danach aus irgendwie. Sieht ganz danach aus. Okay, schauen wir, dass wir mal da drinnen gehen. Die geben nur 3%. He? Okay, ich würde aber sagen, wir töten jetzt mal noch einen grossen. Dann haben wir nämlich eine freie Bahn Richtung Höhle. Der ist leider immun gegen all meine Fähigkeiten. Also dass er nichts mehr sagen kann. Wir haben ein bisschen viel Schaden bekommen. Tötet ihn! So. 81%. Okay, das heißt ein kleiner und ein grosser noch. Wenn ich das jetzt richtig zusammenrechne. 15%. 3%. Nein, sind sogar noch zu wenig. Das heißt 2 kleine. Aber da innen haben wir noch einen Gegner. Ich würde mal sagen, ich heile mich schnell. Oh, der greift uns einen Storch an. Ja, hol den mal. Verlangsamen können wir ihn nicht. Auch nicht. Okay. Also das ist wirklich so ein Gegner, wo ich einfach die ganze Zeit hinter laufen und hoffe, dass nichts hinter mir ist. Nice. Okay. Noch 4%. Das heisst, mit dem haben wir es schon fast geschafft. Dann fehlt noch ein kleiner Gegner. Dann haben wir die ganze Quest erledigt. Jetzt fehlt da drinnen das Totem. Ich hoffe, es ist da drinnen. Ich hoffe doch, es ist da drin. Ja, es sieht danach aus, Pfeil zeigt gegen oben. Das heisst, da ist es. Jawohl! Dann haben wir alle Totems schon mal beseitigt. Dann fehlt das nur 1%. Ihr habt uns auf eine aussichtslose Jagd geschickt. Nun seid ihr die Beute. Und ich kenne euch gut. Genug, Lorcron. Wenn ihr mich wirklich kennt, dann solltet ihr Angst haben. Haha, das war eine Ansage. Das war eine Ansage. Totemfinsternis. Uns fehlt noch 1%. Ich würde sagen, wir nehmen die Kleinen hier hin. Ah, das geht nur gegen Elite. Wieso geht das wirklich nur gegen Elite-Gegner? Eben weil die so stark sind, dass wir trotzdem eine Chance haben überhaupt gegen die. So, nächste Quest beendet und besiegt Lorcron den Jäger. Oh, jetzt schon. Jetzt schon. Gerade von Anfang an volles Getümmel und besiegt jetzt schon eigentlich den Böse. Okay. Okay, ja. Sag ich auch nicht nein. Das ist einfach ziemlich schnell gegangen, der liebe Ardenwald. Wir versuchen die jetzt einfach mal alle ignorieren und richtig Pfeil zu gehen. Und dann schauen wir uns mal nach, was da los ist. Oder wie der Lorcron jetzt wirklich aussieht. Und ob es wirklich auch er ist. Wie es aussieht, wieder in so einem Mittelteil. Das wird in dem Fall wieder so ein epischer Kampf, wie wir am Anfang schon gehabt haben. Aber das ist doch gar nicht der Lorcron. Ah, er reitet dort oben drauf. Er hockt oben drauf. Also er hat ein Tier und hockt oben drauf wie so ein Möchtegern-König. Aber wisst ihr was? Ich würde an dieser Stelle sagen, wir machen es doch gleich wie beim letzten Mal. Den Kampf, den sparen wir uns auf für die nächste Folge, wenn es wieder heisst, um die World of Warcraft mit eurem Schweizer. Ich danke vielmals fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nicht vergessen, ein Abo, einen lieben Kommentar und ich würde sagen, bis in der nächsten Folge. Danke vielmals und ciao!